Danke. Sind wir's? Ja. Auf mein Kommando. 3, 2, 1. Grüß Gott, meine Damen und Herren. Wir stehen hier vor dem schönen alten Rathaus in Blinzing im Blinsachtal und neben mir der Herr Bürgermeister Wieninger. Grüß Gott. Und der Herr Wieninger erzählt uns jetzt mal von den schönen alten Weihnachtsbräuchen in seiner Gemeinde. Ja, nachdem Sie sich da letzte Woche bei uns angemeldet haben, dass Sie da herkommen, da haben wir vom Blinzinger Gemeinderat sofort über Nacht einen Heimatverein, die Blinzachtaler, aus dem Boden gestampft. Ja, um Gottes Willen, wenn wir das gewusst hätten, dass wir Ihnen diese Umstände machen. Macht ja nichts, einen Heimatverein braucht man in der heutigen Zeit sowieso. Freilich. Und dann haben wir angefangen, dass wir forschen nach alten Blinzinger Weihnachtsbräuche. Gell? Wir haben unsere ganzen alten Leute ausgefragt, bis stocknarrisch geworden sind. Geh, Max? Ja, so ein Schmarrn. Das ist ja unglaublich. Wir haben in jedem Haus jedes Stückel Papier umgedreht, gell? Alte Fotos, alte Zeitungsausschnitte, die vielleicht schon seit 50 Jahren unter demselben Tischfuß gelegen sind, damit er nicht wackelt. Gell? Lauter Staubwegsklump. Auf alle Fälle, die Mühe hat sich gelohnt. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass da ganze Menge dabei rauskommt, gell? Jawohl, wir wissen jetzt mit 999%iger Bestimmtheit, dass einen speziellen alten Blinzinger Weihnachtsbrauch gibt es keinen. Also da gibt's praktisch null. Aha. Ja. Vielen Dank, Herr Bürgermeister Wieninger aus Blinzing. So viel zu den schönen alten Weihnachtsbräuchen im Blinzing im Blinsachtal. Heute bin ich ja noch nicht fertig. Ach so, ja. Nein, weil das bei uns da überhaupt nichts gibt, gell? Das hat uns dann doch keine Ruhe lassen, auch seitens der Bevölkerung, weil das ein Blamage ist für ganz Blinzing. Gell? Die Oblachtaler, die haben ihr traditionelles Karpfenschießen. In Rosbach, da haben sie ihr Christkindlwindel auswinden. Was muss man sich darunter vorstellen? Da brauchen sie ja überhaupt nichts vorstellen, das ist ja bei denen. Wir im Blinzing haben uns jetzt am Samstag zu einer Krisensitzung in der Pizzeria zusammengesetzt, gell? Der Gemeinderat, der Heimatverein die Blinsachtaler, die Sabine vom Lokalradio, der Lehrer Meise. Ich glaube, wir müssen das für unsere Zuschauer gar nicht so im Mehrer waren wir Einzelnen nicht. Jedenfalls haben wir beschlossen, wenn es bei uns ums Verrecken keinen alten Brauch nicht gibt, dann müssen wir halt einen herbringen. Ja, das ist ein löblicher Vorsatz, Herr Bürgermeister. Da wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Nein, dabei. wir haben ja schon einen. Was? Ein Brauch. Wir haben noch in derselben Nacht in der Pizzeria in einer regelrechten Klausurtagung bis am Sonntag in der Früh uns einen Brauch, muss man sagen, aus dem Nichts heraus aus die Finger gesusselt. Ja, und was ist da für ein Brauch dabei herausgekommen? Herausgekommen ist eine Sache, die sich, glaube ich, sehen lassen kann unter die ganzen alpenländischen Bräuche, nämlich das alljährliche, weihnachtliche Blinzinger Ratzenvogel, der Teifin. Ratzenvogel? Der Teifin. Aber das hört sich auf den ersten Eindruck gar nicht so weihnachtlich an, oder? Das ist halt wie viele ganz alte Weihnachtsbräuche heidnischen Ursprungs. Ja, aber ich hab gemeint, das ist alles ganz neu. Ja, schon. Aber wir haben uns halt gesagt, wenn schon ein neuer Brauch, dann gleich ganz ein alter und damit vorchristlich, nicht wahr? Ja, und was muss man sich da vorstellen unter einem Ratzen... Vogel der Teifin. Vogel der Teifin. Aber Sie haben doch gerade gesagt, Ratzen der Teifin. Ratzenvogel der Teifin. Ja, auf alle Fälle, wie spielt sich das jetzt ab? Da braucht man halt als erstes einmal einen Ratzenvogel, nicht wahr? Und der wird jetzt jedes Jahr am 2. Adventsmittwoch unter Einhaltung sämtlicher Zeremonitäten in der Pizzeria feierlich der Teifel. Ja. Also, meine Damen und Herren, wenn Sie unbedingt dabei sein wollen, wie in der Blinzinger Pizzeria der Ratzenteufel vervogelt wird... Ratzenvogel, Ratzenvogel, Herrschaft. Jetzt gehen Sie mal mit, ich habe ja extra einen mitgenommen, dass ich Ihnen zeigen kann. Da schauen Sie ihn einmal an. Das ist der Prototyp von Blinzinger Ratzenteufel, Ratzenvogel. Tut es nicht! Was ist denn? Jetzt gehen Sie weiter, der tut doch nichts. Aus.